Ja, grüß euch beinand und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Tja, der Zeug hat momentan mal wieder Sendepause. Sendepausen, aber jetzt geht's dann bald wieder, also jetzt haben wir heute den 10., ich nehme mal an. Spätestens am 15. werden wieder Panikvideos kommen. Der Part 3 vom Dulli-Podcast habe ich, den vermisse ich noch. Das letzte Mal hat er auch 2 direkt hintereinander aufgenommen und eins kam dann irgendwie mit einem Tag Pause dazwischen. Ist halt wieder, wir kennen ihn, ja. Sehr, sehr, sehr konsistent alles. Das ist, kommt immer sehr regelmäßiger Content. Ja? Weil er macht das ja hauptberuflich. Genau. 2 Dinge vorab. Zum einen, ich habe vor, mir einen zweiten Kanal zu machen. So praktisch so einen richtigen Kanal. Also einen, wo es um relevante Dinge geht. Ja, mehr oder weniger relevant. Und zwar, wo einfach über alles Mögliche gequatscht wird. News, ob es jetzt mit YouTube zu tun hat oder mit der allgemeinen Situation in der Welt oder ob es jetzt um Spiele, Bücher, Filme, Musik, alles Mögliche geht. Ja? Und den werde ich demnächst erstellen. Ihr werdet die Info darüber bekommen, natürlich hier. Und da geht es eigentlich praktisch darum, dass ich ein bisschen meine unqualifizierte Meinung zu allem Möglichen ins Internet bimmeln will. Ja, ich habe gehört, damit kann man gut Geld verdienen. Und das werden unterschiedliche Formate sein, keine Ahnung. Dann mal Leute zu einem Podcast einladen, einfach mal im Dialog quatschen. Und halt gänzlich nicht reiner bezogener Content. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr da Böcke drauf habt. Würde mich freuen, wenn viele Leute von euch, ich weiß, die meisten sind hier nur wegen Ding. Aber ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute da mal rüber kommen würden, wenn es den dann gibt. Wie gesagt, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und mit mir ein bisschen Zeit verbringen. Vielleicht, wenn das dann irgendwann mal groß genug ist, dass man Streamendes macht und das Ganze ein bisschen auf eine interaktive Ebene bringt. Ja, und bevor wir uns dem heutigen widmen, und zwar eine Klassikgeschichte, die auch oft angefragt wurde, seine Fressgeschichten. Ich habe ja ganz am Anfang von meinem Kanal mal sein letztes Ding da von letztem Jahr mit diesem Tomate-Mozzarella-Salat gemacht. Das war bitter. Und aber es hat natürlich die Klassiker. Ich habe jetzt hier reingepackt bei Robert S. und dem Hentai Hater die Re-Ups von hier Sachen wie Salzbrot und Salzeierbrot und wo er da seine Dulli-Burger gegrillt hat. Das werden wir uns gleich geben. Und ich hoffe, ihr habt vorher schon gegessen oder ihr seid auf Diät. Beides ist legitim. Ich wollte euch bloß noch mal ganz kurz ein kleines Update nochmal geben. Also es gibt ja, wenn er länger nichts mehr hochpimmelt hat, immer ein paar Leute, die vergessen das dann. So ist eine unangenehme Sache, verdrängt man ganz gern. Ja? Die vergessen dann, dass er ja nicht das Opfer ist von der ganzen Kiste hier. Er will ja den Hate. Er weiß ja, er ist durchaus drüber bewusst, der Hate ist sein einziges Zubrot. Ohne Hate wäre der brutal langweilig und kein Mensch gäbe einen Rattenarsch um ihn. Deswegen hat er schon immer den Hate geschürt. Man merkt es auch immer, wie er wieder Beef versucht zu starten, wenn gerade wieder Flaute ist. Die Klickzahlen passen ihm nicht und dann wird wieder gegen irgendwen geschossen. Der einzige, der alte Ehrenhater, hat heute, wie es freitags üblich ist, eins seiner großartigen Videos rausgeschmissen.
Und zwar, das ist schon Nummer 40, glaube ich. Und da ist von, ich glaube, März 2018, also knappe 4 Jahre ist das her, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch natürlich nicht vorenthalten will, den ihr euch immer wieder ins Gedächtnis rufen müsst. Ganz, ganz wichtig. Und dauert bloß ein paar Sekunden, wollte ich euch bloß nochmal. Ja, auch für so Leute, für zukünftige Verhandlungen und so. Wenn es heißt, der arme Mann, wie er sich jetzt den letzten Monat auch wieder beschwert hat, warum der Hate nicht weniger wird. Schauen wir uns mal an, was Rainer 2018 über den Hate gesagt hat, am 16.03. Dann forderte er die Hater auf, zu liken und versprach ihnen dafür ein Geschenk. Zeigt mir eure Verachtung, indem ihr liked und indem ihr hergeht und den Capture-Button prügelt, indem ihr teilt und mich weiterempfehlt an eure Hater-Kollegen, dass mich noch mehr Leute haten. Los, prügel die Button, Alter! Ja. Nur kurze Zwischeninfo für die Leute, die das vielleicht vergessen haben. Ne? Macht es so, damit mich noch mehr Leute haten. Rainer, das Opfer. Und das war nicht ganz am Anfang von der Geschichte. Ja? Das war nicht irgendwann 2013 oder sowas. Ja? Das war 2018, da war das Game schon in vollem Gange. Und immer wieder im Hinterkopf behalten, wenn er sich hinsetzt und sagt, ja, ich verstehe das nicht, warum die mich alle haten. Und ich will das alles nicht, die sollen endlich aufhören, mich zu haten. Was habe ich denn getan? Ja. Nichtsdestoweniger, jetzt habe ich schon wieder 7 Minuten dumm Gesabbel hingerotzt. Gehen wir auf das, was ihr eigentlich sehen wolltet. Die Klassiker, die großartigen Kochkünste des Rainer W. Und wir fangen an mit Projekt Brote und Brötchen. Das weltberühmte Salzbrot. So, Metal, Leute. Ja, Metal, du mich auch. Du hast Metal-Verbot. Da ihr immer Kochvideos wollt, und das gehört auch zum Kochen, ja, auch wenn es eine Art von, Brotzeit machen zählt nicht als Kochen. Rainer, Brotzeit machen zählt nicht als Kochen. Eigentlich ist es bloß eine Stulle schmieren. Wobei ich sage Stulle, eigentlich heißt es Brot, aber bei uns heißt es eigentlich Brot. Also für die Leute, die nicht wissen, was Brot ist, es ist Brot. Stulle sagt man bei uns eigentlich nicht. Ist mir aber scheißegal. So, mal kurz gucken. Sieht gut aus. Muss ich dazu sagen, ich habe für gewöhnlich zu Hause keine Butter. Ja, weil die den Heimweg vom Supermarkt nicht überlebt, Rainer. Braucht man einen Snack dazwischen. Beim Rewe raus und dann während dem Heimfahren ein Stück Butter lutschen. Das ist gut fürs Gemüt, da den mal sagen. Weil, naja, ich esse für gewöhnlich keine Butter. Ich weiß. Lebensmittel XY, das ungesund ist, was er niemals isst. Er isst ja keine Schokolade, keine Burger. Spoiler-Alarm, wir schauen uns da gleich nochmal was an. Er isst ja alles, was ungesund ist, isst er ja alles gar nicht. Das ist ja, da sind ja Kobold- und Klabautermänner in der Schanze, haben da gelebt. Und die sind nachts gekommen und haben ihm praktisch das Fett intravenös reingepumpt, gegen seinen Willen. Der isst nix. Und absorbiert das praktisch aus der Luft. Eigentlich ist er grün. Das kannst du dir nicht ausdenken. Weiß ich sehr anders aus, aber tatsächlich esse ich für gewöhnlich keine Butter. Das heißt, ich habe relativ selten Butter zu Hause und ich esse normalerweise auch kein Schwarzbrot, aber auch das habe ich derzeit zu Hause. Ja, und jetzt zeige ich euch, und das ist
wie geil auch die Qualität ist. Also, jeder Frame ein Meme. Es ist scheiße ausgeleuchtet. Also, man könnte jetzt fast von unterbelichtet sprechen hier. Also, das Bild. Ne? Versteht sich? Man sieht nicht genau, was er da tut. Ich hätte halt die Kamera vielleicht am Anfang, ich hätte die auf so ein bewegliches Stativ gemacht, am Anfang reingeredet, ladi-dadi-dums, und dann runter auf den Tisch. Den Tisch schön ausgeleuchtet, damit die Leute sehen, was ich da mache. Klar ist ja immer noch Qualitätscontent, dem Dicken beim Brot mit Butter beschmieren zuzuschauen, aber hätte er sich wenigstens Mühe gegeben. Aber der Narzisst ist natürlich nicht in der Lage, da muss hier der Schwellschädel, der muss immer voll im Frame sein. Ansonsten ist es nicht Drache Original. Übrigens nur das erste Video von mehreren Videos. Ich werde in der nächsten Zeit wahrscheinlich öfter mal sowas in die Richtung machen, wo ich euch einfach zeige, was ich ab und zu mal esse und ja. Rainer, wir wissen, was du ab und zu mal isst. Wir wissen eigentlich, was du die ganze Zeit isst. Du isst Döner und Subway und du schiebst dir irgendwie, was gerade da ist und in Griffweite deine Speckfingerle in den gulli-wärmten Striemenen. Also zumindest war das damals so. Heutzutage, wir wissen's. Und übrigens, natürlich, Projekt Brote und Brötchen ist natürlich auch wieder eines dieser weltberühmten Formate, die relativ schnell auf dem Friedhof gelandet sind. Auf dem Friedhof der tot und begrabenen Formate, das Rainer Winkler, das schaut so aus wie so, kennst du aus diesen Hollywood-Filmen, wenn sie ihre Soldatenfriedhöfe haben. So, ein Kreuz am anderen. Bam, 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 bam. Jedes Mal wieder. Neues Format, kommt jetzt dauernd, mach mal ohne Ende, ladi-dadi-dumm, 3-4 Folgen, Batschtonne damit, nächster Schmarrn. Vielleicht bringe ich auf Ideen, vielleicht auch nicht. Sorry, wie gesagt, wenn ihr kennt mich, die Leute, die hier zuschauen, wissen, ich unterbreche das sehr oft, aber auf die Idee, dass er einen auf die Idee bringt, jemanden praktisch kulinarisch dazu inspiriert, diese sagenhafte Neuigkeit zu machen und Butter auf ein Stück Brot zum Schmieren. Manche Sachen davon sind ziemlich lächerlich. Ja, wie zum Beispiel jetzt das, was ich jetzt vorhabe. Rainer, dein ganzer Content ist lächerlich. War er schon immer, wird er immer sein. Ich will gleich sehen, was ich vorhabe. Andere Sachen sind dann vielleicht schon ein bisschen abgefahrener. Ja, Spoiler-Alarm. Beim nächsten Video, da dreht er richtig auf. Da dreht er richtig auf. So, das, wie zum Beispiel meine überbackenen Käsesemmeln oder meine überbackenen Käsebrötchen, wie auch immer. Rainer, deine überbackenen Käsesemmeln ist halt auch nicht deine Erfindung. Das hat schon allerweil gegeben. Semmel in der Mitte auseinandergeschnitten, rechts, links irgendwas drauf, Käse drauf, nein, Ofen, Ruhe im Puff. Das ist schnell gemacht, das schmeckt fast jedem. Und das ist nicht deine Erfindung. Und wieder andere Sachen sind einfach nur merkwürdig, schmecken aber trotzdem saugeil. Und teilweise sind die Sachen, die ich mir mache, ja relativ billig. Weil ich bin noch nie ein Fan von so extrem teurem Essen gewesen. Na, Rainer, weil du grundsätzlich den billigsten Schmarrn kaufst. Weil es auch vollkommen wurscht ist, was du frisst für dich. Hauptsache ist viel. Im Übrigen hier diese rosa Energy-Dose da hinten, die hat sie da auch häuslich eingerichtet. Die war da auch lange. Aber wir wissen's. Es ist alles immer ja. Es ist immer die ohrreidigste Scheiße, die du frisst. Natürlich, klar, ne? Es liegt auch daran, dass ich jetzt nicht Milliarden von Euro verdiene. Aber ich verdiene eigentlich schon sehr gut ich verdiene schon relativ gut, dass ich mir halt auch ab und zu mal was gönnen kann. Ja, warum tust du es dann nicht, Rainer? Ist wieder weil Rainer, er muss ja diesen Balanceakt hinkriegen, dass er dann sagt, hey, ja, ich verdiene ja 10.000 Euro im Monat mit meinem Schmarrn. Aber ich kaufe mir trotzdem bloß den billigsten Scheißdreck im Supermarkt. Das ist halt, das passt nicht so ganz zusammen. Ja? Und da ist jetzt der Sparfuchs. Er verschwendet ja niemals Geld. Deswegen manchmal in ganz seltenen Ausnahmefällen dann darf auch ein Herr Rainer Winkler sich ja mal was gönnen. Aber eigentlich ist er Sparfuchs. Also der wäre, wenn er nicht Franke wäre, dann wäre er fast Schwabe geworden. Aber in Bezug auf Essen, ich habe eigentlich nur einen einzigen Anspruch an meine Nahrung.
Viel muss es sein, Fett muss es sein und ja. Wenn nicht viel Fett, dann viel Zucker. Und zwar, dass sie mich satt macht. Darüber hinaus habe ich keine Ansprüche an meine Nahrung. Wenn es natürlich noch gut schmeckt, ist das natürlich geil, aber ich bin jetzt niemand von den Menschen, der jetzt da irgendwie mega krass was braucht. So. Viel Spaß. Bis gleich. Nein, ach stimmt ja, da hat er tatsächlich auf dem Tisch, Alter, das waren ja noch Zeiten, waren ja das. Das waren ja noch Zeiten. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Qualitätscontent. Gibt's dem Mann einen Preis. Bitte. Wow. Brutal. Wie innovativ? Und mit der zweiten Scheibe Brot unten drunter, das finde ich immer das Geilste. Ah, schön. Er isst ja kein Butter. Er ist ja im Übrigen, ich komme aus der Gegend, wo man der Butter sagt. Kreuzigt mich. Aber noch nie im Leben hat der Butter gegessen. Aber Zentimeter dick schmiert er sich das auf diese Brotscheibe drauf. Mein Vater hat sich immer lustig darüber gemacht, dass ich immer meine Brote so fein säuberlich. Und ja, ich benutze kein Brettchen. Sollte man natürlich eigentlich schon machen, aber ich habe vorhin den Tisch erst so halbwegs sauber gemacht. Und mich persönlich juckt das. Ja, er hat so halbwegs sauber gemacht. Man sieht, wie super sauber dieser Tisch da ist. Ihr seht es selber. Es schaut aus, wie wenn da 2 Minuten vorher nur die Mais draufgeschissen hätten. Das nicht. Und noch mehrer. Er kennt jetzt auch, ist egal. Also, wie gesagt, ich habe ja meinen Cursor mal ausgeblendet, ansonsten seht ihr bloß Cursor-Geficke. Aber er hat jetzt hier in der linken Hälfte ist es ein bisschen dünn, aber in der rechten Hälfte ist schon gut ein halber Zentimeter drauf. Und da oben ist halt jetzt noch ein bisschen was frei. Also anstatt, dass er das, was er eh schon so dick bestrichen hat, einfach weiter verteilt, weil es ist gerade nur Butter eigentlich drauf. Ja? Also für einen normalen Menschen schon fast ein bisschen früh. Na, Quatsch, nochmal ein Ding. Im Übrigen, er isst nie Butter und hat nie Butter im Haus. Komischerweise war ja dieses Butterstück, bevor er zum Streichen angefangen hat, schon halbert fertig. Und schaut jetzt auch nicht fürchterlich alt aus. Also, ja. Da ist wieder Lülü angesagt. Ah ja, da wäre er jetzt bescheiden. Das wäre jetzt dann schon zu viel gewesen. Und weiter damit. Weiter. Das macht fett. Guten alten Simpsons-Zitat immer wieder auszupacken. Man sieht es jetzt auf der Qualität, ist auch nicht so geil, aber wir wissen alle, wie Reiners Finger ausgeschaut haben. Also wenn der irgendwie sich dann direkt was mit den Fingern macht. Blitzherpes, krieg ich da. Blitzherpes. Das ist Salz. Hoho. So, und wie gesagt, das mag recht lächerlich wirken. Ja, vor allem bei dir. Also dieses Butterbrot, also im Endeffekt, das beschreibt eigentlich auch grundlegend schon mal eines der Probleme. Es ist halt Fett, es ist Salz in zu großer Menge und es ist Stärke im Brot. Top-Kombination, wenn man eh schon 20 Hektoliter Wasser in die Haxen hat. Super. Lass das schmecken, Rainer. Aber das ist einfach nur ein Salzbrot mit Butter. Wow. Und kriege ich gerade Flashbacks zu seinem Mozzarella- und Milchschnitten-Fressvideo. Gut. Und das war im Prinzip ein kleines Video in Bezug auf Brötchen oder Stullen. Nennt es wie ihr wollt. Ich werde demnächst noch eins machen mit verschiedenen Brötchen.
Aber ich denke, ich werde mir ein Video pro Brötchen nehmen, also pro Art, wie ich die esse. Wundert euch also nicht. Wird wahrscheinlich kein besonders interessanter Content. Ich finde ihn aber lustig. Und er ist eigentlich auch zum Lachen gedacht. Rainer, dein ganzer Content ist zum Lachen. Ob er gedacht dazu ist oder nicht. Wir gehen nahtlos gleich in das nächste Glanzstück über. Haut rein, euer Drache und ciao, ciao. Hier, das gute alte Slipknot-Shirt. Das hat damals diesen kreiseligen Fleck schon gehabt. Aber ansonsten, ich glaube, das Riesenloch hat es nicht gehabt. Mit den speckigen Haare. Ein Traum. Ein Traum. Hier hinten, da die Monster-Bandstoße. Jetzt hat sie sich ein bisschen bewegt. Da habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal die andere Seite an als Deko-Element. Weil wir sind hier bei Projekt Brot und Brötchen Part 3. Dann schauen wir gleich rein. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Rainer dort. Ja, egal. Ich komme gerade frisch aus der Dusche und habe mir gedacht, ich werde heute mal, ja, meine Haare sehen tatsächlich ziemlich geil aus, wenn ich aus der Dusche komme. Ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie merkwürdig. Ja, du hättest Model werden sollen, Rainer. Ganz ehrlich. Aber gut, die sind ja mittlerweile auch relativ lang wieder. Dann kann man sie zumindest, wenn sie nass sind, halbwegs schick tragen. So, heute wieder ein Stullen-Video oder ein Projekt Brot-Video. Wichtigste Zutat natürlich dafür Brot. No shit, Rainer. Verzähl! Im heutigen Fall nehme ich noch Eier dazu. Die Wurst. Normalerweise hätte ich jetzt Ein belegtes Brot mit Jagdwurst. Ein belegtes Brot mit Ei. hier noch Gurken, Tomaten. Habe ich leider beides aktuell nicht zu Hause. Wäre auch viel zu kompliziert gewesen, sich das anzuschaffen, Rainer. Kann ich schon verstehen. Das, ganz ehrlich, der Rewe ist ja mit dem Auto locker 5 Minuten weg. Ist ja absolut nicht zumutbar. Dazu kommen dann entweder noch Mayonnaise oder Remoulade, das kommt drauf an. Ja, Butter und Mayonnaise, das muss sein. Lasse ich heute beides weg. Mayonnaise hätte ich zwar da, nehme ich aber jetzt nicht mit rein. Und natürlich auch eines der wichtigsten Geschichten ist natürlich die Butter wieder. Es ist ja auch ein Brotschneide-Video, Brotstullen-Video, wie auch immer. Dazu habe ich heute ein scharfes Messer und ein stumpfes Messer. Das ist vom Frühstück hier noch. Der ist halt sogar zu gestinkert gewesen, dass er sich dann ein frisches Messer holt. Aber wir wissen alle, wie seine Küche ausgeschaut hat. Der hat halt ein Messer gehabt, das hat er da hinten wahrscheinlich in dem Waschbecken einmal mit kaltem Wasser und dann mit diesem kreisligen Lumpen, dem rosanen, der so ausschaut, wie wenn er sie durch die Kimme gezogen hätte, trocken und dann geht's weiter. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz sauber, aber das ist auch nur ein bisschen Butter. Aber Rainer, du isst doch gar keine Butter. Du isst doch nie Butter. Das hast du doch im ersten Video gesagt. Deswegen hast du das jetzt nur wegen diesem Format? Oder hast du da vielleicht ein bisschen geflunkert? Ja? Isst du vielleicht doch sehr viel Butter? So, als sonstiges, das habe ich jetzt nicht hier bei mir liegen, braucht man für gewöhnlich auch nicht. Das kann man machen, wie man möchte. Dieses Mal nehme ich gekochte Eier, deswegen sind die auch in so einem Behältnis, weil ich habe so einen Eierkocher. Die habe ich mir allerdings schon heute Morgen gemacht, weil ich schon heute früh zum Frühstück 3 Eier gegessen habe. Deswegen sind es jetzt auch in Anführungszeichen nur noch 5. Nur 5 Eier. Dann. Also, versteht's mir nicht falsch, wenn ich nichts anderes fresse, dann fresse ich ja mal 5 Eier. Ja? Also, wenn du sagst, okay, das muss jetzt eine Zeit lang vorhalten, 5 Eier. Und es ist nichts anderes da, keine Ahnung, an Ostern, wenn viele Eier rumstehen. Aber es sind ja nur 5 Eier. Ich esse aber auch nicht alle 5, sondern halt nur 2 oder 3. Mal gucken. Ja, freilich, Rainer, das glaubt der will. Ich glaub's dann nicht. Wie lange es dauert, bis ich satt bin. Rainer, du bist nicht satt. Rainer, du bist nicht satt, nie.
im Gegensatz zu dem, was du in deinen letzten Videos propagieren wolltest mit dieser Milchschnitten-Scheiße und mit dem Mozzarella-Challenge-Bullshit da, glaube ich nicht, dass du sowas wie ein Sättigungsgefühl noch besitzt. Du bist wie, zweite Simpsons-Referenz jetzt, du bist wie Homer in dieser Halloween-Folge, wo er dazu verflucht wird, in der Hölle alle Donuts auf der Welt zum Fressen. Und dann dieser eine Dämon in dieser Maschine Donuts und Donuts und Donuts und Donuts und Donuts reinschaufelt und nicht versteht, warum der nicht am Radl dreht. Das bist du. Aufgrund von Akku und aufgrund von Zeitgründen werde ich das natürlich ein bisschen abkürzen. Rainer, du hättest jetzt auch die scheiß Kamera vorher aufladen können, bevor du ein Video machst, aber... Ich habe, wie gesagt, jetzt hier schon das Brot, ich habe die Wurst, ich habe die Butter, das wäre alles kein Thema. Aber die Eier muss ich natürlich erst schälen. Deswegen werde ich aus Zeitgründen ein Ei jetzt schon mal schälen. Damit alle sehen, wie das gemacht wird, weil, wissen wir ja, die Leute hier vom Bildschirm sind ja die Dullis, nicht er. Wir sind zu dumme Ei zum Schälen. Rainer, ich hätte halt die Eier schon vorher geschält. Ha? Darüber vielleicht einmal nachgedacht. Die Eier schälen, alles so herrichten, dass du dann praktisch bloß noch patsch, 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 patsch. Ja, so wird's zusammengelegt, einwandfrei. Einwandfrei. Ich bin heute wieder in Topform. Und euch dann zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Ganze schon mal soweit vorbereitet habe. Mit dem Ei geschält. Ich habe jetzt absichtlich noch nicht geschält gehabt, deswegen wollte ich es euch noch zeigen. Und dann muss ich es noch schälen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt hier das Brötchen, das Brettchen, das sieht ein bisschen dreckig aus, das ist aber nur ein bisschen Rinde vom Brot. Wie er uns gezeigt hat, wie er das Ei geschält hat. Ich habe jetzt hier das Ei frisch geschält. Ich lege das mal hier. Ich finde es auch geil. Jetzt hat er sich tatsächlich so eine Unterlage drunter gelegt, so wahrscheinlich, weil ihm die Leute gesagt haben, beim ersten Mal war es ein bisschen unreinig mit dem ganzen Mausdreck, der da so nur auf dem Tisch umeinander gelegen ist. Aber jetzt schaut es euch an. Da hat er da hinten diesen Emskirchen Aschenbecher, der halbert voll ist, direkt neben wo er sich seine Wurst- und Eibrote macht. Irgendein als Marmeladenglas, wo keiner weiß warum. Als höchst professionell. Hier eben kurz ab. Dann nehmen wir wie üblich zunächst mal das Brot und die Butter. Butter ist dieses Mal ein bisschen weicher, weil sie dieses Mal nicht im Kühlschrank war, Gott sei Dank. Die habe ich hier im Zimmer aufbewahrt gehabt. Ich muss gerade an Knockator denken. Es kotzt mich an, wenn das Stück Butter über Nacht im Kühlschrank steht und wenn ich morgens meine Schrippe schmieren will, es nicht geht. Ach, die waren so gut damals. Das heißt, die ist dieses Mal ein bisschen geschmeidiger zum Schmieren. Finde ich persönlich schon mal ein ganzes Stück besser. Da kann man Sticker auftragen. Das hat bei Butter immer so ein Problem. Wenn man Butter, sobald man Butter ein bisschen weich macht. Wenn Buddha was sagt über seine Mutter, Hat man echt ein Problem damit. Es hat aber irgendwas Hypnotisches, oder? So, dann hätten wir hier mal das Brot. Rainer, es ist ungleichmäßig bestrichen. Du hast dich doch beim ersten Video so damit gebrüstet, dass der Vater mal gesagt hat, dass du das so akkurat machst. Jetzt hast du auf der rechten von dir aus Seite ist richtig früh, auf der linken ist relativ dünn. Ich wäre jetzt nicht so zufrieden. Schön bestrichen mit der Butter. Achso, nicht wundern, dass es 2 Scheiben sind. Jetzt kommt's, das ist richtig geil. Das ist Absicht. Das ist einfach nur ein bisschen Dekoration. Weil der Aschenbecher und das leere Marmeladenglasel als Dekoration noch nicht gelangt hat. Das legt man nochmal anackerte Scheiben Brot unten drunter. Das Auge ist ja mit, gell? Dass es besser aussieht. Kleine Tricks beim Kochen. Ja. So, jetzt schneide ich als nächstes das. Wisst ihr ja, 12 Jahre lang hat er Koch gelernt. Brot, das Ei in Stücke. Schneid die nicht, Rainer. Ich nehme dafür heute mal ein Küchenmesser.
weil das Küchenmesser sehr scharf ist. Wenn ihr sowas natürlich benutzt und selber vor allem noch minderjährig seid oder so, immer schön drauf aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet, beziehungsweise im Fall des Falles, je nachdem wie jung ihr seid, natürlich im besten Fall noch immer die Eltern fragen. Ja, seine tausenden Kindergartenkinder, die in seiner Community drin sind. Halt. Das ist auch jedes Mal, wie es einem passt. Ja? Bei sowas, oder wenn es um Feuer oder sowas geht, dann heißt es wieder, was ist da eigentlich für ein Dreck jetzt schon auf diesem Butterbrot drum? Ist ihm das unter die Fingernägel rausbräselt. Na, aber je nachdem, wie es ihm gerade passt bei sowas oder wenn es um Feuer geht oder so, dann hast du, ja, er fragt aber eure Eltern, wenn ihr dann alt genug seid und müsst aufpassen. Und wenn er dann aber in seinem Stream oder in seine Videos sein Pipifax-Account da bewirbt und dafür kritisiert wird, dass sein könnte, dass er das auch Minderjährige sehen, dann heißt er, ja, du überhaupt gar keine minderjährigen Zuschauer und so ein Schmarrn und wie es ihm passt. Also ich meine, gut, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch alt genug sind, um mit einem Messer umzugehen, aber ich an eurer Stelle würde keine Küchenmesser verwenden, weil die sind höllisch scharf. Ich benutze es nur deswegen, weil ich im Moment kein anderes scharfes Messer habe. Wieso denn nicht? Die nehmen auch so ein Messer zum Eierschneiden. Wo ist denn das Problem? Natürlich, am geilsten sind diese Dinge. Meine Oma hat sowas gehabt, aber ich weiß nicht, ich glaube, das Ding gibt's nicht mehr. Die mit diesen Drähten, wo du das Ei praktisch so reingelegt hast und dann zugeklappt und dann hat es das aus dem. Oh, das war großes Kino. Und tatsächlich habe ich wirklich keine scharfen Messer, ich habe wirklich nur das hier gerade aktuell. So, dann lege ich das mal hier zur Seite. Natürlich habe ich hier wieder eine Unterlage. Was heißt denn wieder? Du hast beim letzten Mal extra keine gehabt. Das hast du doch noch hervorgehoben. Schön sauber ist, die ist extra fürs Kochen gedacht, also beziehungsweise fürs Essen eigentlich ist das so ein. Ich glaube, das ist der Untersetzer. Ja, nennt man sogar Platzdeckchen, oder? Wie dem auch sei. Gut, dann habe ich hier jetzt die Brotscheiben. Normalerweise könnte man jetzt einfach das Ei auf das Brot packen. Nein. Echt? Was man nicht alles lernt bei dem. Dann hätte er ein super Eibrot. Also das geht auch ohne. Das mache ich. Ich mache es heute mal mit Wurst, weil ich richtig feststellen will. Ich habe den ganzen Tag noch nicht richtig was gegessen. Nein, wie er immer den ganzen Tag noch nie was gegessen hat. Das ist ja Wurstbrot mit Ei, Rainer. Das ist jetzt, da gibt es keinen Michelin-Stern dafür. So. War das nicht einmal, dass Rainer gemeint hat, der Michelin-Stern wird von der Reifenfirma vergeben? Ich nehme in meinem Fall jetzt mal hier so. Ich nehme in meinem Fall jetzt hier mal so. Die billigste Wurst, die du gefunden hast, ja, vom Rewe. Aus einer Herstellung, wo es der Sau graust, im wahrsten Sinn des Wortes. Eine relativ billige Wurst. Normalerweise kaufe ich mir Wurst immer bei meinem speziellen Bäcker. Ja. Ich gehe einmal. Wurst immer bloß beim Bäcker. Immer bloß beim Bäcker. Und Semmeln, die hol ich mal bloß, wenn der Metzger frisch geschlachtet hat. Das ist auf so viele Ebenen, ist das Brunstbiesel blöd. Weil zum einen will er jetzt da wieder erzählen, ja, na, das billige Klump, das kauft er sich ja normal nie. Eigentlich ist er schon ein bisschen ein Gourmet und achtet sehr darauf, dass das alles regional und fair und so ist. Und da lässt er sich nicht lumpen. Er frisst bloß diese Scheiße. Und ja, beim Bäcker, genau. Bei dem ich weiß, wo das Fleisch herkommt, habe ich jetzt heute fürs Video mal nicht gemacht. So, wie viele Scheiben Wurst ihr auf euer Brot packt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich in meinem Fall packe jetzt mal 3 Scheiben drauf. Und dann verteile ich natürlich noch schön die Scheiben vom Ei darauf. Eine Kunst. Sehr schön. Alter, mit den dreckerten Je nachdem, wie viel oder wie gerne ihr Ei esst, könnt ihr natürlich mehr oder weniger Eier benutzen. Ich persönlich finde, wie heißt Ei. Ich persönlich finde, ein Ei, also ein einziges Ei, passt perfekt auf eine Scheibe normalem Schwarzbrot. Bei uns heißt es Schwarzbrot, ich weiß gar nicht, wie das bei euch heißt. Rainer, das heißt überall Schwarzbrot. Und das, was du da hast, ist halt auch wieder so fertig geschnittener, in Plastik abbackelter Scheißdreck. Also auch das hat er nicht beim Metzger geholt. Ihr wisst, was ich meine. Heißt,
Jemand hat mir auf Snapchat, glaube ich, geschrieben, dass dieses Schwarzbrot bei euch oder bei bestimmten Leuten anscheinend ein Vollkorn-Roggenbrot ist. Irgendwie, glaube ich, oder so. Oder so, das trifft's, Rainer. Lass es dabei, besser wird's nicht Wie mehr. dem auch sei, jedenfalls ein ganz normales Schwarzbrot. Und das wäre jetzt im Prinzip das fertige Gericht. Jetzt kommt normalerweise Gericht. Ja, ein Spätzle, der Koch gelernt, der muss aber fragen, ob das ein Gericht ist. noch Salz oder Pfeffer drauf, je nachdem, was man möchte. Ich in meinem Fall mache jetzt nichts drauf, weil ich habe jetzt nichts hier. Top vorbereitet, wie er wieder ist. Beziehungsweise es ist jetzt drüben in der Küche. Für das Video brauche ich das ja jetzt auch nicht. Wie gesagt, man kann es noch original schön salzen, pfeffern. Je nachdem, wie gerne ihr die Sachen variiert esst, wird Aber bloß hier so diese prätentiösen Dulli-Salz, dieses über den Ellbogen runter, oder? ich euch empfehlen, wie gesagt, vielleicht noch Remoulade. Passt perfekt zum Ei. Ja, haut drauf, Rainer. Vielleicht auch noch ein bisschen Petersilie oder ein bisschen Oregano. Da kannst du eine halbe Sau auch noch drauflegen. Ist gerade wurscht, dann hast du auch was, damit die zweite Brotscheibe zum Festhalten. Drüber, also so ein paar Blätter, kann man auch perfekt dazu essen. Tomaten sind natürlich auf Brot immer geil. Genauso wie ein paar normale Stangengurken. Heißen die Stangengurken? Also ganz normale Gurken halt oder auch Salatgurken halt, Rainer. Aber bitte, ist es endlich. Ich kann mir diesen Wurst-Ei-Autounfall da nicht mehr anschauen. Essiggurken gehen beide. Kann man machen, wie man möchte. Ich persönlich mag ja keine Essiggurken, nur Nein, natürlich nicht. ganz selten mal. Für ganz besondere Ideen kann man noch zum Beispiel Champignons drauf tun. Da habe ich auch noch welche da für das nächste Brotprojekt. Ich habe ja, es geht ja um Brot. Wir sind die Champignons, mein Freund. Und wir wollen keine Steinpilze sein. Geht auch ein schöner Gruß nach Franken an JBO. Brötchen und Stullen. Oder Brotbrötchen und Scheiße, Rainer, scheiße. und Toast, glaube ich, habe ich es oder Brottoast und Brötchen habe ich es genannt, genau. Oder er weiß nicht, wie er sein eigenes Dulldeppenformat genannt hat. Wie auch immer, es geht auf jeden Fall um verschiedene Gerichte damit. Und ich habe noch andere Sachen da. Ich habe drüben noch was für eine Abart von Abart. Das trifft's. Von das werden wir im nächsten Video klären. Muss man jetzt nicht hier klären. Tut mir leid, dass ich wieder so abschweifend bin. Ich versuche mich da momentan zu bessern. Auf jeden Fall. Spoiler-Alarm. Hat sich seitdem nicht wirklich gebessert. Im Gegenteil. Wir wissen alle jetzt, wie sie im Dulli-Podcast dann immer wieder von den ersten 3 Jahre vor dem Kindergarten in die nach der Schule Zeit gesprungen und hin und her. Fall viel Spaß damit, wenn ihr das selbst esst. So, ich für meinen Teil. Spaß. Ich habe viel Spaß mit dem Essen. Das ist so wie wenn es irgendwie, wenn du da vorher irgendwie so einen Lego-Bausatz aus Käsewürfeln oder sowas hast, das erst zusammenbauen musst. Viel Spaß und wenn es mit Spielen fertig bist, dann Gurten. Teil. Genieße jetzt mein Brot. Mm. Ganz ehrlich, ihm beim Fressen zuschauen, das beste Diätprogramm ever. Ever, 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 ever. So. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis Ja, bitte gerne, Rainer. zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschüss. So, und jetzt sind wir beim dritten. Diesmal jetzt beim Hentai-Hater. Und schauen uns hier seine Burger-Bratkünste an. Das dauert bloß 6,5 Minuten. Aber wir wissen ja, er mag ja gar keine Burger. Rainer hasst ja Burger, sind viel zu ungesund. Weil er isst ja nicht. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, geht's noch ein bisschen cringiger, Rainer? Geht's noch ein bisschen cringiger? Ja, ihr hört's schon. Das ist kein Störgeräusch, nein. Das ist meine voll Rainer, du bist das Störgeräusch. fette Verfressenheit. Und zwar mache ich Wir wissen alle, aber wir zählen es nochmal durch. Wir kennen die Story, aber es sind 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Patties auf diesem Grill.
Und er hat noch welche daneben liegen. Eine Burger? What? Du isst doch keine Burger. Ja, ich esse heute keine, ich esse normalerweise keine Burger, aber wegen Asok ist schuld, habe ich heute Burger gemacht. Ja, Asok ist schuld, dass er Burger isst. Und ich habe diesen geilen Tischgrill bekommen von den Zuschauern. Da habe ich übrigens einen ganzen Eimer Äpfel. Ja, den Tischgrill, den hat er auf der Battle-Liste gehabt. Und ich glaube, dass er den zweimal gehabt hat. Oder der ist vorher noch rumgelegen und der hat dann erst auspackt. Ihr erinnert euch aus dem Video, wo er mit seinen Mods da Stress gehabt hat, dass er ja, ich glaube sogar dem Asok, diesen Grill als Bezahlung in Anführungsstrichen anbieten wollte für seine Hilfe und Arbeit, die er praktisch in Rainers Content gesteckt hat. Muss man mal erwähnen. Ja, und die habe ich bekommen. Ich muss aber mich ein bisschen beeilen, weil die brutzeln hier schon. Ich habe noch 3 normale Burger hier. Ja. Dann kommt der Count auf 12. Die macht er für sich. Aber er mag ja gar keine Burger. Genau, und hier wird das ganze Zeug drauf. Was man ihm aber zugute halten muss. Also das muss ich wirklich jetzt einmal sagen. Wenn wir da mal schauen, er hat sich tatsächlich, und das ist, also man möchte meinen, das ist eigentlich das Minimum, wenn man so ein Kochvideo macht, dass man sie irgendwie so eine Art Vorbereitung da vorher macht. Er hat da wenigstens das dann aufgeschnitten, hat das irgendwie halber anständig da auf den Teller gelegt, dass er das dann auch dann vom Teller so sauber belegen kann. Muss man ihm, ja, freut sich über die kleinen Dinge im Leben. Zeug drauf gemacht gleich. Wir wechseln mal die Kameraposition. Als erstes. Oh, da ist hier wieder die YouTube Magic. Schnipp! Nehmen wir mal die Burger vom Brett. Den lassen wir noch mal kurz drauf. So tullihaft ist, den Burger vom Grill runterzunehmen und dann so tut, als wäre das jetzt absichtlich gewesen, dass er den bloß umdrehen wollte, damit er noch ein bisschen Farbe kriegt. Nein, ich war nicht so blöd, dass ich den da runternehme, ich wollte den wenden, das war so beabsichtigt. Und auch mit der Zaren-Couch und der Wichsdecke der alten da, die Fluppen, ich weiß nicht, dieses Glas mit der Stuhlprobe da hinten, ja, fürchterlich. Den auch. Und hauen die letzten 3 Patties nochmal drauf. Ja, ich weiß tatsächlich, dass die jetzt Patties heißen. Also ist schuld, nach wie vor. Hatten wir ja schon erwähnt. So, ich habe 3 verschiedene Soßen da. Ich habe hier schon vorbereitet. Gurken, Tomaten und Eisbergsalat. Habe ich hier noch den Rest stehen. Gut, auch die habe ich schon vorbereitet. Aber die müssen wir jetzt folgenderweise erstmal vorbereiten. Mir wurde nämlich gesagt, ich soll die erstmal vorher brutzeln. Ja, du sollst die toasten, aber nicht in diesen See aus Fett da reinlegen, damit sie sich vorher mit dem Fett schon vollsaugen. Die sollten angetoastet werden. Das ist in Ordnung, wenn du mit deinem Plastikschieber da das Fett irgendwie runter in diesen Auffang-Ding schieben darfst und das dann da drauf grillen. Aber es einfach da in diese Fettlachen reinlegen, damit es richtig voll saugt. Die sollten getoastet werden, ein bisschen vorher. Das ist zwar nicht von Assos, aber wir tun mal so, als wäre es so. Und ja, ich habe das absichtlich gemacht, damit das Fett ein bisschen weggeht. Ich möchte nicht unbedingt so mega fette Brötchen haben. Gut. Er will sie nicht mega fett, aber er legt sie da voll in die Fettlachen rein, damit. Jetzt warten wir kurz. Die Brötchen müssten jetzt fertig sein. Noch nicht ganz. Der hier ist aber schon schön durch. No, das schaut eigentlich gerade richtig aus, oder? Was dazu dazu sagen? Wie dazu nicht mehr. Mit dem? Ja, der ist auch durch. So, was ist mit dem hier? Was haben wir denn hier? Der ist. Wir sagen mal, der ist durch.
Und der hier lassen wir noch mal kurz drauf. So, das hier dürfte jetzt inzwischen auch durch sein. Seht ihr das, wie sie das Fett da unten in dieses Burgerband nice saugt, wie so ein Schwamm? Und ja, ist recht. So. Sehr gut. Wenn ihr jetzt denkt, what the fuck, du machst hier 12 Burger, erstens mal esse ich die nicht alle alleine. Nein, natürlich nicht. Mit seinen zahlreichen Freunden und Familie. Und seine 5 Freundinnen kennen wir später an, der isst ja eigentlich gar keine Burger. Es ist... Natürlich hast du die alle am selben Tag nur ins Gesicht geschoben. Laber doch nicht. Laber doch nicht. Du bist da gesessen auf der Zarencouch und hast dir 12 Burger hintereinander in einer gezogen. Und danach hast du wahrscheinlich den Fettfang von dem Tischgrill nur ausgeschleckt. Ich esse die auch nicht alle heute. Ui, rote Soße vom Fleisch. Das gefällt mir aber gar nicht. Hoffentlich ist der durch. So, jetzt aber müssten wir durch. Ja, wir lassen das mal so. Gut. Ich möchte jetzt hier keinen zu großen Aufwand betreiben, deswegen werde ich jetzt einfach kurz belegen. Ja, Rainer, dass du keinen zu großen Aufwand betreiben willst, das kennen wir von dir. Ich nehme jetzt einfach mal so, wartet mal, stopp. Als erstes kommt der Salat drauf. So, dann kommt das Patty drauf. Heißt. Rainer, du hast entweder zu kleine Patties oder zu große Buns. Dann hauen wir noch eine Tomate oben drauf. Und dann habe ich jetzt 3 Soßen. Ich habe eine solche Soße, eine solche Soße. Ja, man hätte es auch vorlesen können. Curry Mango, Burgersoße und auch die hier. Nochmal Burgersoße. Schön, Rainer. Schön. Und deswegen machen wir es jetzt folgendermaßen. Ja, mit perversen Geräuschen dann nebenbei. Ja, super pervers, Rainer. Hier, wie ein Kleinkind. Die Soßenflasche hat gepfurzt. Alter. So, gut, das war jetzt hoffentlich richtig. Ja. Rainer, du hast noch die Gurke Gut, dann haben wir vergessen. unseren ersten Burger. Immer noch keine Gürkchen. Siehst du? Den lege ich mal zur Seite. Ich lege hier nochmal 2 drauf. Damit er schick kalt wird und richtig so vollsaugt mit der ganzen Scheiße. Dass er lapprig und kalt danach ist. Ja, erst dann ist er richtig gut. So, hoffentlich passt es. Dann nehmen wir den nächsten. Den belegen wir ähnlich. Salat. Und dann das Patty. Im Übrigen Käse, Rainer. Wo ist der Käse? Auf dem Burger gehört für mich Käse drauf. Also ein normaler Ding ohne Käse. Nee. Cheeseburger sollte der Standard sein. Ohne Frage. Und dann das hier. Was hatten wir jetzt? Wir hatten das hier. Jetzt nehmen wir das hier. Rainer, das ist dasselbe nochmal. Wir hatten das, jetzt zur Abwechslung nehmen wir das gleiche nochmal. Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal, ob die Burger hier passen. Nein. Nein. Rainer, du hast die Zeit gleich draufgelegt. Wenn einer nur weiß ist, dann sind's die anderen auch. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir die ein bisschen in dem Fettigen reinlegen. Ich glaube, dann werden die ein bisschen besser. Ja, das gute Fett bloß nicht verschwenden. Ja? Das ist also vielleicht doch gar nicht so verkehrt, die ein bisschen in das Fett reinzulegen. Ja, dann ist der Weg zur 300 Kilo Staffel kürzer. So.
Das sind jetzt auf jeden Fall 2 Burger, haben wir ja jetzt schon fertig. Genau, und ich denke, dabei werden wir es auch belassen. Es sind jetzt 2 verschiedene Burger mit 3 verschiedenen Soßen. Rainer, es sind zweimal genau exakt gleich belegter Burger mit derselben Soße. Beziehungsweise es sind 2 verschiedene Soßen, natürlich die dritte ist hier noch. Ja, das Video hier ist nur für die YouTube-Mitglieder, fürs Erste. Wird vermutlich irgendwann freigeschalten für alle, weil das letzten Endes ja wieder etwas ist, was wirklich hinterher wirklich irgendwo wieder Klicks gibt, Rainer. auf Internet wird es irgendwo wieder landen, keine Ahnung. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Metal Love und bis zum nächsten Mal mit eurem Fleischburgerbrater. Fleischburgerbrater, genau. Da sind wir. Am Ende des Elends angekommen. Die Gurken hat er für den Arsch aufgeschnitten, weil die sind nicht auf dem Burger gelandet. Die 12 Burger hat er sich pfeilgrad alle ins Gesicht geschoben. Da wird es niemanden auf der Welt geben, der mich da von der anderen Tatsache überzeugen kann. Ja. Wenigstens ist es was Warmes. Also es ist wenigstens, hat ein bisschen mehr mit Kochen zu tun als seine Salz-Butterbrot-Scheiße. Aber es ist halt auch mal wieder dullihaft. Extrem dullihaft. In diesem Sinne, 50 Minuten, knapp drüber, einwandfrei. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Ich hoffe, der Brechreiz hat sich in Grenzen gehalten. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß. Grillt vielleicht was, macht's Burger. Aber niemals vergessen, tut nicht, was Rainer tut. In diesem Sinne, Metal Off.